Sie kommen aus der ganzen Schweiz. 7 Landfrauen aus 7 Regionen. Sie kochen, backen und essen gerne. Und sie stellen sich im Wettbewerb um die beste Regionalküche. Mit dabei sind aus Schwellbrunn im Kanton Appenzell-Ausserrhoden Marianne Dietrich. Aus dem luzernischen Nottwil Anita Estermann. Aus Au im Aargau Evelyn Filiger. Von Ennetbühl im Kanton St. Gallen Vreni Hüberli. Aus Reiferswil im Kanton Zürich Maja Bär. Aus Saxon im Wallis Ilona Tetta. Und aus dem bernischen Rumendingen Barbara Matter. Das ist SRF bei den Leuten, Landfrauenküche. Ja. Wie jeden Morgen geht Anita Estermann zu ihren Truten. Bis zu 50 hat sie Spitzenzeiten. Truten haben wir, weil es gutes Fleisch ist. Und es hat nicht jeder derartiges Fleisch. Es ist selten, wo man das kann man es auch nicht gross kaufen. Vor allem Filet und Hacken zum Geschnetzelt und Voressen. Ja. Und es sind lustige. Komm, nehmt raus. Wenn es nicht raus da. Und gewundrig sind sie. Genauso wie die 6 Landfrauen auf Anita und ihren Hof. Sie sind unterwegs zu ihr auf Nottwil am Sempacher See. Ich denke schon, dass sie nervös ist, aber sie lässt sich nicht so schnell anmerken. So von ihrem Typ her. Anita ist sehr ruhig, hört zu, erzählt nicht so viel. Darum wissen wir auch noch nicht so viel über sie und bin gespannt, ja, wenn wir sie jetzt dann daheim antreffen. Ja. Die Truten hat sie geheim behalten. Mit Grund. Nein, ich habe niemandem gesagt, dass wir Truten haben. Nein, es ist eine Überraschung. Ich würde gerne zulassen, was sie sagen würde, was es gäbe. Die Landfrauen haben ihre Vorstellungen. Trutenfleisch erwartet keine. Ich hoffe, zum Hauptgang gibt es Fisch. Zum Hauptgang gibt es vielleicht etwas von einem Rind oder vielleicht von einem Kalb. Ich denke, Anita macht etwas Geschnetzltes. Etwas wissen sie schon von der Anita. Ich weiss, dass sie eben einen Milchviehbetrieb haben und dass sie vor allem auch ihren 9 Ross schauen. Die Rosse gehören genauso wie der Hof zur Stiftung vom Schweizerischen Paraplegikerzentrum. Ja, ist gut. Hey! Komm, rein, hopp. Das sind 9 Isländer und die haben eine besondere Aufgabe. Es sind Therapierosse. Heute ist schon ein besonderer Samstag, ja. Die Landfrauen kommen. Nicht Alltag. Vielleicht kommt Nervosität noch, aber es geht noch. Solange ich draußen bin und bei den Tieren und das ist gut. Und dann ist es soweit. Die Landfrauen fahren auf dem Einhof zu Nottwil vor. Hallo zusammen. Schön, sind ihr da. Ich stelle mir auch schnell meine Familie vorstellen. Das ist mein Mann, der Franz. Grüezi miteinander. Und das ist der Jüngste, der Joel. Der fehlt einer noch, der Cyril, der ist noch am Arbeiten. Und dann kommt Julia, das ist die älteste Tochter, mit dem Freund, dem Markus. Und dann ist natürlich noch der Hofhund, der Balu. Der gehört auch dazu. Ja, und dann gibt es hier noch ein Apero, ein bisschen Weisswein und Wasser und dann bedrückt bei dir. Schön, freut mich. Mal, Maja. Hier etwas trinken. Du darfst hier schon nehmen, gell? Es ist ein heißer Tag. Anita hat sich etwas einfallen lassen. Du Arme. Ist das Der Mann hat gesagt, du gehst heute vor. Sie hat im Vorfeld schon gesagt, dass sie unseren Fußbad parat mache. Und darum bin ich gerne nicht abgeneigt, das sofort auszuprobieren. Ja. Also, meine lieben Frauen, geniessen es noch ein bisschen. Bis später.
Merci. Danke. Tschüss zusammen. Ja, mach's gut. Der Hof von der Anita liegt zwischen dem Sempachersee und einer Kantonsstrasse. Das heisst, für die Kühe, wenn sie auf dieser Weide sind, müssen sie die Strasse überqueren. Also die Kühe sind sich gewöhnt, dass sie vor einem stehen und nachher warten, bis sie können über die Strasse. Ja. Aber jetzt ist irgendwie sind die interessanter als etwas anderes. Hopp. Hopp. Hopp, da, hopp. Hopp, hopp, hopp. Es ist zwar für alle Alltag, aber gleich nicht ohne. Es hat gängig Verkehr. Hallo, danke. Der Franz muss für einen Moment den Verkehr stoppen. Aber wir geben die Sau, dass es möglichst kurz ist. Die Sperrung. Und nicht gerade so Spitzenzeiten vom Verkehr oder vom Pendlerverkehr her. Und dann geht's. Ja. Ja. Ein Staubsauger. Die beiden sind ein eingespieltes Team. Seit 26 Jahren sind sie auf dem Hof. Die letzten 10 Jahre als Pächter. Aber wir machen es jetzt schon seit der Anfang und haben jetzt eigentlich noch nie einen Unfall gehabt. Ja, klar träumen wir seit der Anfang von einer Unterführung. Das wäre schon. Anita ist auf einem Bauernhof in der Nachbarsgemeinde Buttisholz aufgewachsen. Aber wenn es Spitzenzeiten ist und sie auf dem Feld sind, oder heute gehe ich melden. Ich tue nicht immer melden. Nein, das ist nicht mein Job immer, ja. Ich sage, ich heirate nie Bauer. Aber ist es gut, dass es so ist? Ja, ich wusste von daheim her, dass es einfach Haufen Arbeit gibt und dass man nicht so viel Freizeit hat. Aber jetzt ist mir das gleich. Du bist drinnen und weißt, wie es ist. Und sie weiss auch ganz genau, was sie am Franz hat. Ich mag es besonders, dass er so geduldig ist. Nerven hat wie Drahtseil. Wenn sie etwas nicht will, dann gibt es einfach nichts. Also, sie hat schon noch ein bisschen einen Bündnerkopf. Das merkt man. Der kommt nicht mehr wieder vor. Ja, das zeigt sich schon. Als ich mich eher für etwas überschnüren, dann bin ich etwas anders. Ja, wo sie ein bisschen auf die Waage legt. Und sie sagt so oder so, fertig. Dann gibt es nichts. Ja. Ein Bündnerkopf. Anita, ihre Großmutter, war Bündnerin. Gefunkt hat es bei diesen zwei vor 33 Jahren. Wir kennen uns natürlich fast von Kind an, weil wir sehr noch nicht weit auseinander gewohnt haben. Und dann hat sich das so ergeben. Ich bin ein Jahr zu Buttisholz in der Schule. Und da habe ich die Leute auch kennengelernt. Gute Kollegen gehabt. Und dann sind wir dort halt am Samstag oben mal zu Kirche und dann noch ein bisschen ausgegangen. Und dann hat sich das so ergeben. In der Fasnacht einmal. Fürs Landfrauenessen trocknet Anita Tomaten aus ihrem Garten für eine Sauce, die einen besonderen Namen hat. Einmal im Jahr tue ich meine
meinem Mann seine Geschwister einladen mit Anhang. Und dann mache ich einen ganzen Truthahn. Und dann habe ich die Soße dazu gemacht. Und dann haben sie zuerst auch gewährleistet, was das für eine Soße ist. Und dann hat einer gesagt, das sieht aus wie eine Kamme. Kammen sind die vom Truthahn, die hier runterlampen. Und dann sieht das nachher aus in der Soße wie die Kamme. Darum heisst die Kammensoße. Die Kammensauce ist für das Truttenfilet, das Anita den Landfrauen auftischen will, und ist ihre eigene Kreation. Für die Tischdekoration vom Samstag hat Anita klare Vorstellungen. Edelweiss ist ihr Thema. Ich finde es schöne Blumen und ich habe das Konzept ein bisschen nach Edelweiss gemacht. Ich kann gerne, wenn es etwas ein bisschen Spezielles ist, das nicht alle anderen haben. Und ein bisschen gleichmässig, dass ich das Konzept durchziehe. Das ist mir noch wichtig. Zum Znacht erwartet Anita die ganze Familie am Tisch. So, jetzt tue ich hier ein bisschen Trauten voressen rein. Wie das Truttenfilet, das Anita den Landfrauen kocht, ist auch das Voressen der eigenen Truten. Das Trautenfleisch ist gesund, ist gut für die Nerven. Ja. Hat irgendwie Vitamine drin. Vitamine im Fleisch und für alle ein Festessen. Die Familie ist eigentlich selten nicht zusammen am gleichen Tisch. Ja. Wir tun zwischen die sporadisch immer zusammen hocken. Es gibt es nicht mehr so viel. Aber wir probieren es immer wieder zu machen. Ich hoffe, es können nicht alle. Achtung, heiß. Alle sind gekommen. Auch der Joel, der Bauer lernt, und der Cyril, der Forstwart ist. Du, hey, dort. Schön, dass ihr kommt. Zum Maul. Es hat einen Hunger. Die Küche von Anita kommt gut an. Da sieht man als Käse dran. Mein Motto, ja. Gern gut, dafür viel. Passi, du was sagen? Julia wohnt nicht mehr daheim. Umso mehr schätzt sie die Küche von Mami. Immer genug, immer fein. Immer von der Umgebung. Oder sogar von daheim. Ganze Schaufel. Neben 45 Kühen sind auch Kälbli auf dem Hof, der 28 Hektare gross ist. Daneben arbeitet Anita mit Isländerross. Mit denen macht sie Reittherapie, sogenannte Hippotherapie. Und es braucht auch Zeit, bis das Ross so für die Therapie geeignet ist. Es sind nicht ganz alle. Wir haben hier verschiedene Hindernisse, Zug und Auto und Leute und manchmal wir haben auch schon nicht gegangen für die Therapie. Wir mussten wieder umtauschen. Ja. Es ist wichtig, dass die Rosse sich nicht ablenken lassen. In die Therapie kommen Patienten vom Paraplegikerzentrum und von auswärts. Und da haben wir auch individuell Ausrüstung, je nach Patient, wer das kommt. Schön, dass du kommst.
Heute kommt Rita. Sie hat Multiple Sklerose. Das ist eine unheilbare und chronische Erkrankung vom zentralen Nervensystem. Anita hat als Pferdebegleiterin die Zügel im Griff. Die Therapeutin kann sich voll der Patientin widmen. Ja, wenn man mit der Ross unterwegs ist, muss man sich konzentrieren und schauen, was jetzt vor und hinten könnte ja, gehen. Da muss man immer den Kopf bei der Sache haben. Man darf nicht dass einem etwas beschäftigt, du musst das wie wegschieben. Weil man überträgt auch aufs Ross und du musst einfach immer gut da sein, parat. Wie das Ross auch. Wir sind wie online miteinander. Ja. Und jetzt kannst du nur mal ganz kleine Bewegungen vorne dran machen. Die Hände gut zusammen. Ja, ganz kleine, schnelle Bewegungen machen. Das ist eben verkehrt. Und manchmal ist etwas Leisliches ein grösseres Problem. Das ist etwas, das ihr jetzt halt nicht könnt, nicht seht und es braucht jetzt Zeit. Komm, gehen wir noch, probieren wir noch. Das Seeplätzchen ist eigentlich cool. Ja, komm. So, jetzt ist gut. Schau mal. Gut. Ja, jetzt kannst du noch schauen. Ich habe meistens mit Hunden bin ich. Und als ich Ross gesehen habe, ich dachte, ich hocke doch nicht auf einem Ross. Die haben mir immer gefallen, nur das Gumpen nicht. Und dann bin ich halt dank dem Arzt einmal aufs Ross. Und jetzt gefällt mir das gut. Ja, ja, das hast du gut gemacht. Ja, das ist gut. Es regnet zwar nicht, aber jetzt ist genug Wasser, gell? Ja. Jetzt können wir zurück. Also. Bereit? Ja. In ihrem Garten kann Anita Abstand nehmen und abschalten. Blumen sind ihre grosse Leidenschaft. Die Rose ist eine meiner Lieblings. Aber ich habe gerne alle eigentlich. Und vor allem habe ich sie gerne draussen im Garten. Ich habe nicht so gerne einen Blumenstrauß drin, weil ich weiss, der hat nicht lange. Ja, es ist alles so schade. Und bei draussen kann man mehr Freude daran. Das ist da so. Habe ich mehr davon. Der Graniumschmuck ist der Stolz von Anita. Da macht es noch anders aus. Ein Hof an der Strasse und beim Paraplegikerzentrum, wo immer etwas läuft, kann einem auch mal zu viel werden. Das wäre der Wunsch, etwas Eigenes zu haben und ein bisschen abgelegen. Ja, das wäre unser, einfach mal ein bisschen weg vom Zeug. Nicht immer mit im Kuchen drin. Ja. Also, aber jetzt haben wir noch in der Zeit. Und, machen Franz und Anita etwa ein Ausfährtchen mit dem Enduro-Töff. Der Töff hat Franz seit seiner Jugend. Das Ziel heute Abend der Weinberg der 5 Geschwister von Anita.
Schauen, wie der Wein wächst. Hallo zusammen. Servus zusammen. Servus. Schön, dass ihr da seid. Hey. Prost. Auf den Samstag, gell? Toi, 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 toi. Yeah. Ahmed, nimmst du auch? Das ist sowieso eine andere Sache, oder? Gar nicht. Also, die Eltern auch. Die Eltern auch, ja. Die Geschwister bedeuten dem noch viel, ja. Wir haben so länger sind besser, umso älter als wir sind. Und wir gehen auch einmal im Jahr machen wir einen Tag einen Ausflug und dann haben wir es immer ein bisschen lustig. Manchmal ein bisschen streng, gell? Schön streng. Aber ist gut. Anita will noch den Wein für das Landfrauenessen degustieren. Der Haldenglut, den ich bei den Landfrauen auftische, ist von diesem Rebberg hier. Hast du probieren? Ich kann noch essen. Ihre Brüder haben den Weinberg als Hobby. Gekeltert wird der Wein auswärts. Schmeckt oder gut? Und dann müssen die auch fortschicken. Das ist gut. Dann haben wir. Das ist gut. Wenn ich das serviere, sage ich dir schon, woher es kommt. Und nicht viel mehr braucht es nicht. Also mich dunkelt der Wein noch gleich gut. Toi, toi, toi. Hopp, Prost. Danke. Moment, Anita, wo das Kaffee da springen. Der warte. Der letzte Tag vor dem Landfrauenessen. Anita ist unterwegs zu ihren Tieren. Nicht nur Kühe, Ross und Truten leben auf dem Hof. Oh, jetzt haben sie die Hütten auseinandergenommen. Oh, shit. Das sieht gut aus. Die Hasenhütte hat sie auseinandergenommen. Ihr seid schön lustige. Auch nicht? Ja, komm. Komm mit. Was habt ihr geschert hier? Eine kleine Sauerei offenbar. Die sind eigentlich ursprünglich hat der Dr. Zech Hängebauchschwein gehabt, und dann hat er sie uns gebracht. Und das sind jetzt die Zweiten, die haben etwa 16 Jahre gelebt, und das sind jetzt die Zweiten. Und haben wir das Gefühl gehabt, es sind noch 2 lustige Viecher. Komm mit. Das ist nicht lustig, nein. Die hat die Hütten auseinandergenommen. Die 2 Säuen wahrscheinlich rein. Unglaublich. Und wir dann noch einen Tag rum. So. Die heimatlosen Hasen scheint es nicht sonderlich zu stören. Da bleiben, gell? Hey, da bleiben. Ein kunterbuntes Miteinander in einem Keg. Der Keg war gegeben und wir haben gesagt, ja, da tun wir rein. Und es ist auch freigestellt, was wir rein tun. Und ich habe das Gefühl, es ist noch schön, wenn es ein bisschen Vielfalt ist drin. Und dass es gut geht. Wenn sie Auslauf haben, dann geht es gut. Aber wenn sie mit einem kleinen Keg drin hast, dann würde es mehr dran nehmen. Ja, schau da, schön, warte. Da, schön. So, jetzt. Bis Morgen ist da. Zum Morgen gibt es jetzt auch für die Kleintierschar. Mit. Die Hühner haben sie Anita besonders angetan. Das ist das Lieblingstier. Die produzieren etwas.
Das Öppis kommt in die Maroni-Küchli, die Anita den Landfrauen zum Dessert serviert. Dann habe ich den Puderzucker drin. Ist das schön blumig. Dann tue ich hier Vanillezucker. Nein, ich bin nicht so eine Süße. Ich habe nicht gerne süß. Ich habe lieber, wenn es ein bisschen sauer ist oder bitter. Dann habe ich die Haselnuss und jetzt hier noch Vermicelle. Jetzt tue ich das ein bisschen untereinander gehen. Der Maroni-Küchli ist speziell, es ist kein Mehl drin. Und sie bleiben auch am 2., 3. Tag schön feucht und immer schön frisch. Ja, das macht eigentlich das noch. Darum kann man sie auch ein bisschen vormachen. So, jetzt. Aus dem Aufenthaltsraum für die Therapieleute gibt es jetzt das Esszimmer. Dann wollen wir. Tun wir hier den Ofen? Mensch, sag. Hier den Ofen und das Buffet. Ist gut. Probieren wir. Ich mit meiner sicher Schuhe. Das kann ich schon. Guck mal, ich weiss ja nie, was für Wetter das ist. So, ist gut. Schau. Ja, gut, kannst du anführen. Stuhl noch rein und das ist gut. Der Tisch nico-naco neu. Wir haben Freude an diesem Tisch. Er ist frisch gemacht worden. Der Cousin, der Freund von Julia, hat den gemacht. Und die Tischbeine hat Cyril gemacht, geschweißert. Und es ist ganz gut rausgekommen. Ich habe riesige Freude an. Also wir haben riesige Freude an. Weil auch nicht genormt ist, einfach so in den Baum gewachsen ist. So. Ja. Für einen letzten Schliff büschelt Anita die Dekoration so lange, bis alles an seinem Plätzchen ist. Und für das braucht sie Ruhe. Also ich arbeite lieber allein. Ja, es ist mir wohler. Ja, dann kann ich machen, was ich will und habe meinen Frieden. Ja. Liebe Landfrau, wo kommen wir rein? Nehmt Platz. Hi, das ist ein schön. Ah, sie hat schön. Wow. Schön, schau mal. Hi, Oh, schön. wunderbar. Schick. Ich liebe das Tisch. Ja, ich auch. liebe doch nicht. Das ist ein schöner Tisch. Ich habe das gerne. Ähnlich wie bei dir. Du hast doch auch so einen, gell? Ja. Oder, Und ich habe auch so einen Schritt. Gell? Also, ich habe sicher. Das haben wir aber nicht gesehen. Ich hätte vielleicht eher noch Blumen erwartet, dass nicht etwas Blumiges gewesen wäre. Aber es ist natürlich, ich als Floristin habe immer das Gefühl, es müsse überall Blumen haben. Ich glaube, für sie hat das absolut so gestimmt. Und sie hat ja schon ihre Blumen gehabt, einfach in Form von Gipsgossen, also die Edelweiss. Regula, komm, wir tun jetzt noch anstoßen. Ja, Anni. auf unseren grossen unseren oben, den wir noch vorhaben. Ja, genau. Plupp, tönen tut so gut. Anita ist schon mit der Regula in die Schule. In der Zwischenzeit gehört sie sogar zu der Familie als Schwägerin. Auf unseren Krampf. Ja, Dino Fische. Ja. Kommt gut. Tipptopp. Habe ich gar keine Angst. Also, jetzt mache ich den Eierstich. Und dann tue ich Milch und 5 Eier drin. Dann tue ich das unten abmachen. Und dann kommt das in den Backofen. Ins Steamer.
Etwa 10 Minuten. Das sollte also ein bisschen dick werden. Hoppala. Jetzt tue ich das hier in ein Blech rein. Mit einer Folie drin, dass das dann gut rausnehmen kann. Ja, mich wird plötzlich erfinderisch, wenn man etwas auskreieren muss. Aus dem salzigen Mürbteig zum Beispiel zaubern sie einen Suppendeckel. Jetzt tun wir etwas drauf. Ein Edelweiss. Ja, jetzt ist gut. Aus dem Eierstich sticht Regula Edelweiss aus. Und jemand sticht ins Auge. Gut so, ja, tipptopp. Ich wollte noch andere Hosen anlegen. Das ist ein bisschen anders ausgesehen. Also ich nicht Franz, ganz flott. Ja. Serviert kann doch nicht mit der gleichen Hose servieren, wie man Ross war. Ja, das finde ich sehr. Das finde ich auch richtig so. Schön. Gut. Ja. Geht das so? Zeig hier, ja. Das ist gut. Ja. Juhui! Jetzt kann es losgehen. Deckel zu. Alles gut. Also, dann gehe ich das Menü vorstellen. So, meine liebe Frau. Habt ihr schön warm? Ja, schon ein bisschen. Ja. Schon ein bisschen, ja? Es heizt ein bisschen. Ja. Fähle auch noch, gell? Aber es ist schön bei dir, ja. Also. Nein, ich nehme es Wunder, was ich koche heute. Ja. Also, tue ich euch mein Menü vorstellen. Das wäre deckte Gemüsesuppe mit Überraschung und ein Trautenfilet an einer Kammensauce mit Fächerherdöpfel und Rüebli. Und zum Dessert gibt es Baumnussparfum, Maroni-Küchli und frische Himbeere. Das ist gut. Ja. Dann gehe ich schauen, ob es etwas gibt. Mit Schauen allein gibt es noch nichts. Jetzt kommt die heisse Bouillon über das fein geschnittene Gemüse und der Deckel auf das Häfeli. Auch so hinstellen. Ja. Eine letzte Anweisung und ab in Service geht's. Zur Vorspeise gibt es eine deckte Gemüsesuppe mit eben einer Überraschung. Schau mal. Hä? Was hast du für Outfit für? Hey, ja, der Franz. Hey. Liebe Landfrauen, wir kommen schon zum Höhepunkt des heutigen Abends. Es gibt endlich etwas zu essen. Göttergasten. Göttergasten. Als ich gesehen habe, wie der Franz dort herkam, habe ich gedacht, ich glaube, da hätte er eigentlich gar nicht anlegen. Ich glaube, da hat er angelegt, weil sie gesagt hat, leg da. Ist das die Überraschung? Oh. Oh. Bist du gut? Was ist jetzt? Das tut mir leid. Mit Plätzchen. Du machst das auch nicht jeden Tag. Ein guter Miteinander. Danke vielmals. Ich hätte sie, glaube ich, einfach hergestellt und hätte nicht den gleichen tun. Dann hätte es gar niemand gemerkt. Hast du es im Griff? Ja, ja. Jeder Mann ist mir egal. Ich kann es irgendwie nicht beurteilen. Es ist wie wenn man einen Elefant fragt, einen Baum aufzuklettern. Er ist einfach so, wie er ist und er ist herzig. Ah, ein Eis. Schau mal. Das ist aber herzig, he? Voll durchgezogen. Ja, voll durchgezogen. Voll. Das ist aber feine Bouillon, he? Mhm. Und eben nur in das Gemüse. Mhm. Der Deckel war für mich fast ein bisschen gross. Es hat zwar sehr schön ausgesehen und er war auch fein. Es hat dort ein bisschen Käse im Teig rein und auch die Butter hat man geschmeckt. Die Suppe war für mich das geschmacklichste Highlight. Die Vorspeise hat mich sehr fein gedünkt. Jeder Gang wird nach verschiedenen Kriterien wie Geschmack, Saisonalität, Kreativität und Präsentation bewertet.
Die Resultate bleiben bis zur Finalsendung unter Verschluss. Alles in die Urne. Unterdessen macht Anita die Rutenfilet parat. Würzen, mit Speck umwickeln und für etwa 25 Minuten in den Ofen. Die Herdöpfel präpariert sie mit einem Spezialtrick. Einschneiden, dass es noch aussieht wie Fächer. Und den Löffel habe ich drunter, dass er nicht durchschneidet. Schnitthaarlack, das ist Anita, Ja. nicht vom Spiegelschränkchen. Es ist Olivenöl. Das wird gut sein, ja? Und dann könntest du auch ein bisschen schneiden, finde ich. Ja. So rein. Gut. Also. Ich bin aber Linkshändler. Für die Kammensauce braucht sie jetzt eben die Kamme, also die getrockneten Tomaten. Die Frauen, ich werde euch noch den Rotwein präsentieren, den wir zum Hauptgang werden trinken. Der ist auf dem Hof gewachsen, wo Anita aufgewachsen ist. Cool. Und der Rebberg heisst Halden und darum heisst er Halden, glaube ich. Merci vielmals. Hallo miteinander. Das professionelle Urteil kommt von der Winzerin am Tisch. Oh, ist gut. Spritzig. Spritzig, okay. Ich kenne mich gar nicht aus. Also, nicht. Nein. Also ja, ich finde... Ja. Ist fruchtig und gleich rechte Säure, also vererregend. Cool. Alle Landfrauen kochen eine fleischlose Variante. Im Veggie-Burger ist Gemüse drin, verschiedenes und ein bisschen Eier. Zum ersten Mal ist unter den Landfrauen eine Vegetarierin. Ich den Soßenbinder in die Tomatensauce nicht, dass sie ein bisschen dicker wird, dass sie nicht so verläuft. Das sieht doch aus wie eine Kammer, oder? Oh, das ist scharf da. Dunkel geworden. Der Veggie-Burger ist neben der Kammensauce ein bisschen untergegangen. Etwas mögst du noch ein bisschen verleiden, oder nicht? Mal. Jetzt haben wir noch ein Bouillon drin. Bouillon ist immer gut. So. Fast noch ein bisschen dicker sein. Sie dürfen noch ein bisschen dicker sein, gell? Oder auf dem Weg zur richtigen Konsistenz muss man durch dick und dünn. Aufkochen, dann könnte man etwa anfangen. Ja, glaube es, gell? Es ist im nicht viel dicker geworden. Dann wir halt noch ein bisschen. Jetzt muss angerichtet werden. Ich hoffe, es geht auch gut. Bei einmal, also bei allen, genau. Was magst du einen? Soll ich das hin? Ich komme dort. Ja, sehr schön. Zum Hauptgang gibt es also Rutenfilet an einer Kammensauce mit Fächerherdöpfel und frischen Rüebli. Hey, da kommt Das ist gut. Die Frauen, der Hauptgang. Weißt du, was ist eine Kammensauce? Kammensauce. Ja, okay. Also ich habe ein Veggie. Oh, Entschuldigung. Merci vielmals. Ah, weißt du, das habe ich jetzt vergessen. Scheiße. Was wäre noch? Das Veggie. Das Veggie. Du hast offen, gell? Ja. Das ist der Beste. Ja, das ist ich nicht. Ui, merci vielmals. Entschuldigung. Was hast du?
Quinoa. Ganz Quinoa. Irgendwas. Gute miteinander. Dankeschön. Gibt es am Bein Was ist denn Quinoa ist es nicht, gell? Oder Polenta oder so? Nein, Polenta glaube ich nicht. Ja, ein bisschen Grieß von der, weißt, von der Konsistenz und Gemüse, sicher ein Rüebli oder ist es, oder ist es von einer Bouillon oder so. Könnte auch sein, ja. Oder eben einfach noch ein bisschen Brokkoli. Geschmacklich war der Hauptgang gut gewürzt. Das habe ich auch gerne. Es war fein. Gut, das ist ja auch noch heikel zum Kochen, nicht? Ja, aber das wahnsinnig trocken als ein Poulet. Aber ich finde den Speck mega dominant für so ein feines Fleisch. Sehr dominant, findest Mit Dürften. Ja, ich finde den Ich habe gerne, wenn es so ein bisschen gewürzt ist. So Ja, die möchte gerne Speck. Ja. Aber sehr feine Soße. Ich könnte sagen, das sieht aus Eben, wie ja, ein genau, meine ich. schnetzelter Kamme. Ja, genau. Tomaten ist der Hast du das auch Kamm. schon gemacht? Ja, die Kammersoße, ja, das weiss ich jetzt. Das ist angeblich in den Geistern quasi der Truthahn-Kamm, der in der Soße schwimmt. Aber es waren dort die Tomaten. Alles ausgegessen. Bravo! Super! Bravo in die Küche. Ich bin erleichtert, ja. Ausser, dass der Fegewald vergessen habe. Aber etwas kann nicht immer noch auf Schnürchen laufen. Es war wirklich nicht schlecht. Das darf man nicht sagen, überhaupt im Gegenteil. Aber es hat einfach nicht, es hat noch ein Pfiff gefehlt, irgendetwas. Am besten hat mir gedacht, bei der Hauptspeise das Fleisch, das Truttenfleisch. Ich habe sehr gerne Truttenfleisch. Schön saftig noch, nicht trocken. Fürs Dessert zieht Anita noch mal alle Register und Edelweiss. Es pressiert, weil das Parfait sollte nicht verlaufen. Ja. Hey. Es gibt ein Baumnussparfait, Maroni-Küchli und frische Himbeere. Das Weindessert. Das Maroni-Küchli. Darf ich noch das Dessert servieren? Baumnussparfait, glaube ich, oder? Merci vielmals. Der Edelweiss, hä? Bis zum Schluss. Das passt zu ihr. Auch mit dem, sie hat das Edelweiss überall durchgezogen. Das ist total Anita. Schmeckt Schnüsse gut. So ein bisschen wie Nougat. Hat sich ein bisschen karamellisiert. Es ist so luftig. Und Parfait. eigentlich auch gut, wenn es schon fast ein bisschen wie verläuft. Ich finde es gut, wenn es so ein bisschen davon läuft. Für das Bild ist es halt vielleicht nicht so schön. Ja, aber ich gell? finde, so muss es genau sein. Also ich würde sagen, die Geschmacksexplosion von heute Abend war das Parfait. Das war mega, mega fein. Es ist einfach gut. Würdest jetzt du, Barbara, sagen? Und wir sagen, es ist sehr gut. Wie gut es wirklich war, kommt in der Finalsendung vom 13. November raus. Danke. Danke, wir haben es geschafft. Danke euch. Danke dir. Kann ich dann super gemacht. Ja, gleichfalls. Ganz so. Wir haben es geschafft. Am nächsten Freitag wird Evelyn Villiger aus dem Kanton Aargau die Landfrauen mit einem rein vegetarischen Menü überzeugen.